Hallo, ich bin's wieder, eure Evelyn, und ich will euch heute wieder das vorlesen. Und ich glaube, heute kann ich schon ein bisschen mehr vorlesen, hoffe ich zumindest. Wenn nicht, dann tut mir das wie gesagt leid, aber ich hoffe, dass ich heute mehr vorlesen kann und fange jetzt einfach mal an. Beim Striegeln der übrigen Pferde helfen, bot er seine Freundin an. Habe ich beim letzten Mal schon gelesen? Das Sine zuckte nur mit den Schultern und stocherte im Mist. Sie war unglücklich, aber das wollte sie nicht an Jake auslassen. Ihr Leben war hart, seit ihr Vater gestorben war. Jetzt lebte sie mit ihrer Mutter und Großmutter im Haus des Schlossverwalters von Rolandsgard und musste dort als Dienstmädchen arbeiten. Sie schämte sich, dass sie sich arm waren und jeden Tag das herrliche Schloss Rolandsgard vor Augen zu haben, machte es nicht besser, auch wenn das Schloss seit Sieger Roland Dothers Verbannung aus dem Land des hohen Nordens langsam zerfiel, strahlte es in Sines Augen nach wie vor etwas Magisches aus. Es war noch immer das prachtvollste Schloss im ganzen Land. Sine ließ ihre Gedanken schweifen und dachte daran, wie schön doch alles sein könnte. Beilatz grunzte. Er mag es, wenn ich ihn hinter den Ohren kraute, sagte Jake. Sag ihm, dass er noch mehr eine Extraportion Streichelheiten bekommt. Wenn ich mit dem Ausmisten fertig bin, erwiderte Sine. Beiler schnaubte zufrieden. Er schien immer zu verstehen, was sie sagte. Die schwarzen Nüstern des Hengstes fühlten sich weich wie Samt an. Ein dunkles, kastanienbraunes Fell war mit schwarzen Sprenkeln bedeckt. Vor 2 Wochen hatte Sine bei einem großen Dressurturnier in dem kleinen Städtchen Trablingen bewundert. Seine Bewegungen waren so anmutig, wie sie es selbst bei einem Tänzer noch nie gesehen hatte. Ihr Herz hüpfte jedes Mal vor Freude, wenn sie ihm zusah. Wann kommt denn deine Mutter wieder? Fragt Jack. Sine blickte zu Boden. Sie müsste eigentlich längst zurück sein, antwortete Sine leise. Ich mache mir Sorgen. Großmutter will es nicht zugeben, aber ich weiß, dass es ihr genauso geht. Wohin wollte sie denn? Sine antwortete nicht. Sollte sie Jake ihr Geheimnis verraten? Er war nett und im Gegensatz zu den Kindern der Marshals nie gemein zu ihr. Trotzdem fühlte sie sich besser, wenn er nicht alles von ihr wüsste. Großmutter wollte es mir nicht sagen, antwortete sie kurz, und ihre Antwort war nicht einmal gelogen. Jake schniffte. Ich weiß, es geht mich nichts an, aber ich kann nicht glauben, dass deine Mutter dich und deine Großmutter einfach so im Stich gelassen hat. Gerade jetzt, wo doch dein Vater erst. Er verstummte und warf Sine einen unsicheren Blick zu. Tut mir leid, das war meine Mama, aber ich lese einfach weiter. Sie schwiegen eine Weile und Sine fühlte, wie die Wut in ihr hochstieg. Sie wollte nicht, dass jemand schlecht von ihrer Mutter dachte.
Doch dann musste sie zugeben, dass sie sich selbst schon viele hundert Male gefragt hatte, warum ihre Mutter Schloss Rolandsack verlassen hatte. Als ihr Vater beim Holzfällen ums Leben gekommen war, glaubte sie an der Trauer um ihn zu ersticken. Doch dann war alles noch viel schlimmer geworden, denn zu ihrem Schmerz kam jetzt die Schmach, für die Marshals arbeiten zu müssen. Eines Tages hatte Sines Mutter beschlossen, sich auf die Schuhe nach der sich auf die Schuhe nach der Schatzkammer der Roland-Dotter zu machen. So, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Ich höre jetzt auch auf, bevor mein Speicherplatz voll ist. Dann wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!